Ich muss sagen, der Sommer war richtig geil. Vor allem aber auch, weil das Jahr die EM stattgefunden hat. Eigentlich bin ich nie so mega in den Fußball gewesen, aber gerade dieses Jahr hat es mich irgendwie ultra gepackt. Wir sind fast jeden Abend als Public Viewing. Mein halber Content ist nur noch aus Fußball bestanden und wir haben uns sogar ein Tops-Heftchen gekauft. Das absolute Highlight war aber, als Can und ich den Viertelfinalmatch von England-Schweiz in Düsseldorf sind schauen. Der ganze Marsch davor, das familiäre Gefühl und die fröhliche Stimmung war für mich so krass beeindruckend. Auch wenn wir es leider nicht weitergeschafft haben. Auch sonst habe ich den Sommer richtig genossen. Ich war an verschiedenen Festivals, wie das Frauenfeld, das Zürich Open Air, das Open Air Gampel, das Street Parade und das Heitere Festival. Auch wenn ich dort nur für einen Tag gegangen bin, habe ich das, glaube ich, am meisten gefallen, weil dort der Gims auftreten ist und das ist einer meiner absoluten Lieblings-French Artists. Zudem bin ich ein paar Mal in die Ferien gegangen, zuerst mit meiner Family auf Korfu, dann mit 2 Kolleginnen vom Gimmi auf Zakynthos und in der letzten Ferienwoche hat mich der Can mit Ferien in Sizilien überrascht. Ich habe zwar gewusst, dass es ins Warme wird gehen, aber der Ort hat er mir erst am Flughafen gesagt. Wir haben vor allem ein krankes Airbnb gehabt und ich bin das erste Mal im Ausland Auto gefahren. Ich habe während der Ferien vor allem auch probiert, alle Kooperationen umzusetzen, sodass ich während dem Studium dann wenigstens in diesem Punkt nicht so einen Stress wird haben. Eine der krassesten Kooperationen dieses Jahres war mit dem Mobiliar. Ich habe nämlich mit Mobiliar-Mitarbeitern die verschiedensten Gen Z-Experiences gemacht. Wir sind in einem Techno-Club, es hat ein Umstyling gegeben, wir sind zelten am Open Air und einer hat sogar einen Edgar bekommen. Auch habe ich während dieser Ferien eine ultra geile Erfahrung gemacht. Und zwar habe ich das erste Mal in einem Hörspiel mitspielen vom SRF. Ich habe zwar hohen Respekt davor gehabt, aber ich muss echt sagen, dass es easy Spass gemacht hat.